Willkommen zurück zum nunmehr bereits 17. Part hier von Mario Kart 8, dem Offline-Let's Play. Ja, immer noch. Und ihr seht schon, bereits mal ein bisschen Mario wieder genommen, weil wir schon lange nicht mehr hatten. Und auch mit dem Jetbike, den Slick und dem Mario TV-Gleiter. Da geht hinsichtlich Tempo einfach so was von ab. Hey, Tempobeschleunigung einfach so geil. Natürlich ist die Haftung für den Arsch, aber ich hoffe mal, es wird trotzdem reichen. Okay, und dann haben wir jetzt hier einen Pilz Cup gemacht mit 3 Sternen. Das heißt, wir mussten auch Offscreen nicht mehr machen. Special Cup auch nicht mehr, finden die zwei noch, die machen wir ein anderes Mal noch, dann den auch noch, den genauso. Und die zwei machen wir jetzt, sprich zuerst den Black Cup und zum Schluss nochmal den Blitz Cup. Als krönender Abschluss. Yeah, 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 yeah. So geil. Okidoks, wenn wir dazu jetzt mal Cookie machen, wie es denn jetzt genau aussieht mit der Haftung, weil wir haben bis jetzt natürlich nur Metall Mario gesehen, ob es mit dem richtigen Mario auch so funktionieren wird. That's another question. So, Mario Arena, auch nichts Besonderes. Nur von Mario Kart DS. Und Vollgas! Boah, Alter, was für ein Speed drauf habe, ganz ehrlich, ey. Alter, ja, viel zu viel Speed. Hier um die engen Kurven keine Chance. Er muss einfach lernen, im richtigen Moment vom Gas zu gehen. Wie im Real Life auch, oder wie auch bei GTA 5. Wobei da das ein bisschen andere Gründe, aber egal. So. Ja, das meinte ich. Noch ein bisschen vom Gas gehen. Oh, natürlich ein bisschen gucken, nicht immer zurückgucken. Ja. Was macht die Bombe da? So, bin ich schon langsam Zweiter. Naja, langsam, natürlich nur ganz langsam. So, hier ohne cruisen. Denn wir cruisen, wenn wir juicen. Okay, jetzt kann natürlich der blaue Panzer kommen, kein Problem. Und meine Absicherung, juhu! Und der Mario, hey, die coole Sau vom Dienst, ein paar Stunts. Aber nur weil er es kann. Och Mann, jetzt kommt garantiert gleich ein blauer Panzer, wa? Wieso funktionieren die Hupen nicht bei Blitzen? Ja. Aber Blitzen natürlich nur der Stern, wobei der Stern funktioniert natürlich gegen alles, wa? Ein Stern kannst du gegen blaue Panzer einsetzen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß auch nicht. Ja, nur verzweifelt. Kommt bereits Bowser wieder. Okay, Topspeed! Topspeed verloren. Verschwinde bloß, Bowser, du Bowser. Der olle Bau. Wow, das war aber knapp, da war eine Banane. Direkt unter mir, war aber ganz fies, ey. Jetzt meinem Arsch zu. So, Dann machst du jetzt hier wieder. An die Kurve gehen und dann hier oben vor allem cruisen. Yep, ja, so geht's. Man muss nur wissen, wie man Mario steuern muss. Oh. Wieso? Wieso nur strafst du mich so? Oh Gott. Oh, wieso habe ich jetzt kein Ding gehabt? Ganz ehrlich. Wieso musste auch nur dieser dämliche Blitz kommen? Er hätte den blauen Panzer schon abwehren können. Wäre nur genial gewesen. Was ich echt interessant finde, ist, dass du Sterne nicht mehr dafür kriegst, wie gut du fährst, nur noch für die Anzahl Punkte. Also Mario Kart 7 war es noch. Oh, Entschuldigung, oder gar nichts. Mario Kart 7 war es noch so, oder war garantiert so, dass du halt die Leistung bekommen hast, dafür, wie gut du gefahren bist. Sprich, du kannst überall Erster werden, Cap. Wenn du natürlich ständig irgendwie hängen geblieben bist und nicht gut gedriftet bist und so, gab es halt trotzdem keine 3 Sterne. Aber hier, 20 Punkte aus 3 Sterne. Dann macht das Ganze ein bisschen einfacher, wa? Blick, da gab es Mario Kart 7 eigentlich auch Sterne, wenn du 2. oder 3. Platzierter wurdest? Ich glaube nicht, wa? Auch nur von den Erstplatzierten. Ich weiß gar nicht mehr. Das ist schon so lange her, dass ich dort alle 3 Sterne geholt habe bei allen Rennen. Ja, man, wirklich schwierig war es ja auch nicht, von dem her. Ein bisschen reinknien, schon hatte man es. Das Sommerland, ach ja, der gute alte Winter war. Jetzt haben wir natürlich wieder Sommer, die Fußball-WM und allem.
Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen mit gemischter Meinung hinsichtlich. Toll, gehen wir ein bisschen baden. Hinsichtlich dem Winter. Wieso? Ganz einfach. Winter an und für sich, vom Schnee her und so, vom Faktor, ist eigentlich noch geil. Was im Winter ein bisschen stört, ist nicht unbedingt die Kälte, weil du kannst natürlich immer mehr und mehr anziehen, im Gegensatz zum Sommer. Weil sprich, du kannst immer mehr und mehr ausziehen, irgendwann geht es noch nicht mehr. Also im Winter mehr stört, vor allem halt in den letzten Jahren, ist, dass der bei uns immer so trockene Luft hat. Und ich bin da halt vom Hals her sowieso ein bisschen empfindlich, weil ich halt ja Technik Room und so alles im gleichen Zimmer habe, wo ich penne. Natürlich auch keinen Luftbefürchter habe, sprich mir ist immer trockene Luft. Ja, man spürt natürlich draußen trockene Luft ist und ich drin auch habe. Das macht der Hals, genau, da denkt sich, was macht der Michael da, was ist das für ein Scheiß? Und dann entzündet er sich, geht nach Angina etc. Aua, das tut weh, interessant. Also nicht ganz so schön. Deswegen Wind dann für sich ja gerne, aber nicht so mit trockener Luft. Wobei muss man natürlich zur Verteidigung des Winters sagen, der Sommer mittlerweile ist auch nicht viel besser. Also einfach zu wenig Regen, oder wenn es regnet, dann irgendwie nur direkt eimerweise oder literweise, sprich wenn es regnet, dann aber wirklich so hilft, dass es direkt Überschwemmung gibt und so. Nicht mehr so wie früher, wo es irgendwie, ja, da hat es irgendwie tagdurch viel Sonne, aber trotzdem angenehme Temperaturen. Und abends hat es dann geregnet und so abgekühlt für den nächsten Tag wieder. Das ist noch geil. Heutzutage, vor allem bei uns hier, man kann es knicken. Da ist die Temperatur und Wetterlage einfach nur beschissen. Ja, ein bisschen abgedriftet vom ganzen Thema. Aber wir führen es sowieso und haben gewonnen. Mario Number One. Mit Mario, dem Larry, der Wendy, dem Bowser, der Peach, dem Shy Guy, dem Roy, dem Ludwig, Metal Mario, Lakitu, Koopa und der Rosa Gold Peach. Ja, die Rosa Gold Peach. Rosa Gold Peach, was kam als nächstes? Brosna Luigi oder was? Ein Kupferware und solche Dinge. Und da kommt vor irgendwie noch so Adamantium Bowser, nicht wahr? Du, la, la. Du. So, eine meiner Lieblingsstrecken übrigens, die Instrumentalpiste, war ja auf dem 3DS schon. Alter, das war jetzt knapp. Und ich habe echt über Kante gefahren. Das war jetzt Fee, hey, du willst eigentlich zurückschleudern. Dann nach rechtzeitig, wenn es irgendwie ging. Natürlich nicht. Hallo, mäßig Musiknoten, wie geht's? Ja, gut, ich schwinge ein bisschen durch. Okay. Okay, das ist mir egal. Der blaue Panzer, der wär's nicht gewesen. Ich muss sagen, hinsichtlich den blauen Panzer haben die Entwickler das wirklich viel besser gemacht. Also, ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, ich habe von anderen gehört, testweise und so, dass das sogar noch schlimmer sein soll. Sprich, irgendwie pro Rennen haben die sogar 3 blaue Panzer gehabt. Und ganz ehrlich, bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Sprich, ich habe wirklich pro Rennen nur einen blauen Panzer, sehe ich. Mehr gibt's nicht, egal ob ich jetzt offline zocke oder online. Ein blauer Panzer pro Rennen ist etwa Durchschnitt, ansonsten nix. Also, natürlich schon Blitz und so, schon klar, aber natürlich nicht mehr. Man, was mache ich da? Ich muss eigentlich festhalten. Hallo, ist... Sag gut an oder was? Kann ich mal festhalten. Oh, dort sind gut. Noch 2 Stück. Das ist doch kein Problem. Ist klar, wieso kommt der Blaupanzer trotzdem noch? Wo kam der jetzt her? Wieso bist du geschützt? Hä? Der hat trotz Blitz seine Items noch? Also irgendwo gerade durch einen Reif durch war. Also durch Fragezeichenblock. Ja, normalerweise verlierst du doch deine Items, wenn du vom Blitz getroffen wirst. Alter, ich hab doch keine Hupe. Ah. Also die letzte Runde muss ich wieder Gas geben. Toll. Hat doch so einen schönen Vorsprung, ey. Also die Katzmann! Das ist nur wegen dir. Hat er was zum Ablocken, wa? Was?
Och, ist das zum Kotzen! Blauer Panzer plus Blitz plus getroffen Feuerbällen, ist klar, Alter. Ist noch ein Körper, den ich nochmal nachfahren darf. Dankeschön, liebes Spiel, dass immer so fair bist zu allen. Ja. Ja. Was beschwere ich mir überhaupt? War natürlich allen gleich, da bin ich nicht der Einzige, euch geht's genauso. Ihr könnt mir eigentlich sonst mal schreiben, was eigentlich euer nervigstes Erlebnis bisher bei Mario Kart 8 war. Oder generell bei Mario Kart. Muss nicht unbedingt bereits der 8. Teil sein, kann auch irgendwie bei DS, Wii oder Super Mario Kart für den Super Nintendo oder 64 sein oder was auch alles gibt. Scheißegal, einfach irgendwie das beste und nervigste Erlebnis, wäre ich echt mal gespannt. Bei mir das nervigste, glaube ich, allgemein. Ups. Ah, verdammt, ist aber verkehrt gedacht. Nervigstes Erlebnis bis jetzt war, glaube ich, damals bei Mario Kart 7 von 3DS tatsächlich, ja. Da gab es Situationen, da bin ich von 2 blauen Panzern plus einem Blitz getroffen worden. Dann am Schluss trotzdem noch gewonnen, weil ich hinten plötzlich einen Stern hatte und dann vom 8. auf den... Ne, Moment, stimmt gar nicht. Nee, gar nicht gewonnen, sondern mit dem Stern kam ich dann vom 8. auf den 3. Platz, genau, so war das ungefähr. Aber echt, da bin ich so weit zurückgerast, hatte ich so einen großen Vorsprung. Alles war tippitopp und plötzlich da 2 blaue Panzer, ein Blitz. Dann sind die ganzen Scheiße natürlich mit roten Panzern und so. Ja, und dann halt natürlich online-mäßig natürlich auch bei Mario Kart sind und zwar halt die Abkürzungen da war. Kennen natürlich auch alle. Ich kenne gar nicht. Wo bin ich jetzt durchgefahren? Hä? Was gerade? Das war keine richtige Abkürzung, war aber einfach nur für den Scheiß, okay? Gut zu wissen. Keine Ahnung, wo ich jetzt gerade war. Da bin ich noch nie durchgefahren. Ja, ich weiß gerade die Strecke nicht mehr, wie sie heißt, aber gab es so bei Mario Kart 7, gab es eine Strecke, wo man so fies abkürzen konnte. Ging sowohl online als auch offline. War natürlich ein bisschen sehr mies, aber Nintendo hat es dann mittlerweile geschlossen. Diese Sicherheitslücke, So, war ich jetzt eigentlich durch. Vorhin wollte ich links durchfahren, war ein bisschen fehl. Obwohl es eigentlich spiegelverkehrt wäre, also sprich von dem her schon richtig. Mal hier durch. Na, sieht schon besser aus. Wow, das ist gar nicht gut. Ja, ich muss doch direkt reinfahren, wa? Und aber die letzten Münzen. Ja, ich cruise durch, weil ich es einfach kann und weil ich es liebe. Okay, was meinst du, stoppen können wir natürlich einen Blitz, 3 rote Panzer, dann ein blauer Panzer. Wahrscheinlich hat er gegen 0 und vor allem jetzt nicht mehr, es ist vorbei. Juhu, kannst natürlich laut sagen, Mario. 55 Punkte, lass mich ran, für das gibt es noch einen Stern, wa? Also nur 5 Punkte vom Maximum entfernt, das könnte es noch einen Stern geben. Bin mal gespannt. Hallo? Geht doch! Der Blood Cup! Und pfeilschnell wie ein wahrer Sieger. Der Klöckner schlechthin! Der weiß, wenn es darin geht, die Gegner zu umfahren, Rohre zu reinigen. Und sich irgendwie den Sieg zu vermasseln. Tja, erster, natürlich unser allseits beliebter Mario! Ja, und jetzt kriege ich jetzt noch einen Stern. Wie sieht's aus? Lalala. Ja, einen Stern gibt's noch. Schön. Ach, ist das nicht toll? Natürlich nicht. Mensch, das Kind, ey. Aber okay, dann hätten wir es geregelt. Nochmal mit Mario oder machst... Nee, komm. Mach mit Luigi. Oder? Nee, den besten Fahrer überhaupt. Rare, genau. So heißt er jetzt. Rare. Der hat ein Tempo drauf, ey, ist ja unnormal. Ist klar, mit dem Sportcoupé muss ja irre schnell sein. Hier ist natürlich eine geniale Abwechslung. Und vor allem Ausgleich. Versuche sogar, wa?
Auch nächster Part, dann das letzte Rennen. Handling ist bei ihnen zwar ziemlich mies, nämlich ready, aber ziemlich ein Ausgleich. Tempo ist zwar nicht ganz optimal, kann natürlich ziemlich in die Hosen gehen. Das Gleis ist noch größer. Der rote Retro. Nein, nein, kein Retro. Na doch, wieso nicht? Natürlich das hier noch. Bowser-Gleiter. Ne, kann ich nicht machen, er sieht einfach nur lächerlich aus. Das hier, das Wen-Bike. Oder das Flammenbike? Ne, Wen. So. Haftung ist zwar für den Arsch, aber wird er schon irgendwie hinkriegen. Crossbike, das sieht so lächerlich aus. Nein, Moment. Aber hat er jetzt Holz? Ne, Moment. Nehme ich jetzt am nächsten Part Rennwagen, das war auch cool. Viel zu viel Tempo. Viel zu viel Tempo und der Rest ist voll im Arsch. Ja, machen wir so, wa? Tja, dann sind wir jetzt am nächsten Part zum letzten Cup überhaupt, sprich natürlich wieder mal zum Blitzcup. Wir werden diesmal hoffentlich gewinnen und dann ist das Let's Play zum Offline-Modus, sag ich jetzt mal, zumindest schon beinahe durch. Wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao zusammen.